Mein Name ist Danby Freus. Ich bin hier von der mit Ubrum Schmerthaupt. Wir wollen ein klein bisschen reden über das Bibelprojekt. Willst du uns ein klein bisschen von dir sagen, was deine Rolle nu abstecken ist in das Projekt? Ja, mein Name ist Ubrum Schmerz, das Danby al seht. Und ich habe einfach dort Verlangen, meine Bibel hier so in Bolivien anzubringen. Und ich habe dort viermal, das erste Mal könnt mit so anladen oder dort nachschreiben. Dort passieren dat en dat is dit mogelijk waar mijn verrecht dat ik dat met je zo aanleiden dat dat verder weg kan. Hoeveel Bibelen had je dat vijfmaal wat besteld zijn en hoeveel van die zijn er nu nog overgebleven? Hoeveel zijn er nog? Vijfmaal hebben we 5000 Bibelen besteld en van die 5000 zijn nu vielleicht nog 200 übergeblieben. Wo wurden diese Bibeln gebraucht? Wegen was sind die nötig? Wir fahren einfach viele Kolonien. Wir bringen noch Lied, was du wählen, was du interessiert sind, mehr dort Gottes Wort zu verstehen. Und wir verteilen da einfach eine Kolonie, wo immer Jugendliche verändern. Hast du een beetje nummers aankastwies wat van geld opbrücken hat für sein Projekt, das dit stehen geblieben? Ja, ditmal, weil's die Dollar so auf dem Dollar stehen ist, dann kosten uns die Bibeln, die normale Bibeln, die wir immer hatten, die kosten uns 140 Bolivianos ungefähr. Und wir sind uns einig geworden, als ganze Komitee über das ganze Projekt, dass wir wollen eine billigere Qualität oder eine billigere Sort Bibeln hier bringen, was wir verschenken wollen. Und dann wollen wir aber trotzdem die andere Bibeln auch noch bringen und die wollen wir dann das letzte verkaufen. So, die dann verschenken, die kosten uns nur 25 Bolivianos, das steigt was hier. Und dort mit 5000 Monim, das ja 424.000 Bolivianos. Kann die bestellen mit wie 50% antun. So das sind mit rund 200.000 Bolivianos. Und ab letztes hast du noch ein bisschen Zeugnis vielleicht von was das Projekt, mit was das erreicht hat und vielleicht auch noch ein bisschen persönliches Zeugnis. Ja, ich würde einfach sagen, meine eine Familie, wo ich als Beispiel nehmen kann. Wir in 2013, wir wohnten in einer Kolonie ganz weit allein. Und eines Tages dann kam eine Gruppe bei uns auf den Hof und die gaben jeder einzelne von uns als Familie eine Bibel. Und dort haben uns so langsam alle verändert. Und dort von der ersten Tag eine ganze Familie mit älteren Top 12 Personen, die sich bekehrt haben und die wachsen am Glauben, die Pferdeweg kommen. Und die meisten von denen, die schaffen von der irgendwo an einen Dienst, wo sie das Evangelium wieder bringen. Ich weiß vorher, wenn ich noch mal lesen würde, ich gleich zu lesen, aber das wird immer so, wenn ich an Hochdeutsch lesen würde, das wird immer so, das ist meine Geschichte, was mal passiert ist, das wird nicht persönlich für mich. Aber als ich schon Plautdietsch angefangen zu lesen, damit einmal, dann war ich an. Diese Geschichte ist für mich, das ist eine wahre Geschichte, wo du von der zu mir reden darfst. Und dort wir, wenn ich das Plautdietsch lesen darf. Ja, das ist wirklich ein großer Unterschied. Was die Bibel in deiner Sprache hat, könnt ihr merken. Wenn du interessiert bist, das Projekt zu unterstützen, dann hast du für, wir wollen die Informationen mit das Video taubschalten und wir danken dir für die Unterstützung.